Heute nehme ich euch mit beim Feuerbohren. Ich habe da schon ein bisschen Sachen vorbereitet. Natürlich schon schönes trockenes Holz und Material. Und ein Bogen. Das sind die 3 Sachen, die wir brauchen. Und natürlich noch das Druckstück. Beim Druckstück greife ich zurück auf mein Messer. Mein Messer hat hier eine schöne Tule, wo ich den Bohrer oben drücken kann. So oben drücken. Und darum mache ich das Druckstück nicht. Fangen wir an mit dem Bohrer. Ich habe hier ein schönes gerades Stück Hasel. Von mir ist vor allem wichtig, ist es gerade, dass es schön dreht und nicht unwuchtig ist. Von den Holzkombinationen kann man probieren, was man will. Und ich gehe auf Hasel und auf Fichte. Andere schwören auf andere Materialien, da muss man sich selber ein bisschen finden. Der Bohrer wie auch das Bohrbrett sollten eher weichere Holzarten sein. Gern wird auch Wiede oder Linde verwendet. Beim Druckstück wird Herzholz gewählt, wie zum Beispiel eine Buche, damit der Verschleiß dort nicht zu hoch ist. Das Holz vom Druckstück darf auch noch feucht und frisch sein. Ich habe jetzt hier den Bohrer vorbereitet. Wir haben hier oben einen spitzigen Teil. Der spitzige Part ist für das Druckstück. Damit wir möglichst wenig Reibung haben, haben wir hier eine möglichst kleine Fläche. Und auf der anderen Seite haben wir eine runde Fläche, damit wir möglichst viel Reibung haben im Bohrbrett. Damit dort die Gluse entstehen kann. Und jetzt gehen wir ans Bohrbrett. Ich zeige euch, wie man das Bohrbrett herstellen. Der Radius vom Bohrer definiert auch den Abstand vom Rand am Bohrbrett. Mit dem Messer schnitzt man an dieser Position eine Kerbe, damit man mit dem Bohrer ein Loch vorbohren kann. Der Bogen sollte etwa eine Länge von einem Arm betragen. Das Holz sollte auch noch biegbar sein. Sobald der Bohrer im Bogen eingespannt ist, sollte sich der nachher auch nicht mehr so einfach nach oben oder runter bewegen können. Ich habe hier auch einen Knoten gewählt, der einfach nachgezogen werden kann. Der Nachteil ist, dass ich immer wieder nachspannen muss. Und das sieht man, glaube ich, in dem Video auch etwa dreimal. Beim Vorbohren entstehen bereits die ersten Rauchentwicklungen. Ich starte mit wenig Druck und kleinen Bewegungen das Loch vorzubohren und passe so gleichzeitig den Bohrer als Bohrloch an. Bis der Bohrer mal wirklich angepasst ist, das Bohrloch oder das Bohrloch überhaupt entstanden ist, ist es natürlich auch ein Geduldakt. Der Bohrer springt immer mal wieder aus der Führung und da heisst es einfach dranbleiben. Wichtig an der Haltung ist, dass ich mit dem Fuß auf dem Bohrbrett möglichst nah an den Bohrer herangehe. So kann ich die Hand, die das Druckstück hebt, am Fuß abstützen und bringe so mehr Stabilität ans Druckstück und an den Bohrer. Nach dem Vorbohren öffnet man das Bohrloch mit einem Schlitz von ca. 30 Grad. Da behelfe ich mir zuerst mit einer Sage, wo ich einen kleinen Schnitt reinsagen tue und anschliessend kann ich mit dem Messer die Kerbe einschnitzen. Über die Kerbe fällt anschliessend der Bohrstaub ab und der Sauerstoff kommt dazu, damit der Glut entstehen kann. Die Kerbe soll bis knapp vor der Mitte vom Bohrloch erstellt werden.
Unter das Bohrbrett platziere ich etwas zum Glut auffangen. Das kann ein dünnes Hölzchen sein oder ein stabiles Blatt. Anschliessend starten wir die ersten Versuche. Wichtig ist darauf zu achten, dass man genug Platz hat, um die Bewegung mit dem Bogen ungehindert auszuführen können. Der Bohrstaub, der jetzt schon abfällt, kann gesammelt werden. In diesem Bohrstaub kann anschliessend die Glut immer weiter wachsen. Nach ein bisschen Nachzupfen am Seil, dass die Spannung stimmt, wie ein Tennisspieler. Und anschliessend immer wieder neu versuchen. Ich starte mit wenig Druck und langsamen Bewegungen und steigere die Geschwindigkeit und erhöhe gleichzeitig auch den Druck auf den Bogen. Da muss man sich ein bisschen finden, ein bisschen probieren, was richtig ist. Nach ca. 5 bis 10 Sekunden sollte auch schon eine erste Rauchentwicklung entstehen. Das führe ich so lange durch, bis mich die Kraft verlässt. Und siehe da, eine Glut ist entstanden. Der Bohrstaub riecht von selber weiter. Anschliessend platziere ich diese Glut in einem Zundernestchen und tue die anblasen. Sobald ich die Glut habe, ist es noch lange noch nicht geschafft. Es sind immer noch 1000 Sachen, die falsch gehen können. Wie jetzt zum Beispiel, wo ich die Glut in meinem Zundernestchen plötzlich verliere. Das heisst, neu anfangen. Also schütteln wir unsere Hände ein bisschen durch und fangen nochmal neu an. Ein bisschen nachzupfen, ein bisschen einspannen und wieder bohren. Meine Devise ist immer, wenn es anfängt zu rauchen und du nicht mehr magst, dann noch einmal richtig Vollgas geben und alles reinsetzen, dass die Glut entsteht. So haben wir nochmal eine Glut. Sobald die Glut da ist, müssen wir nicht juffeln. Die Glut wächst weiter in ihrem Bohrstaub. Ich blase die Glut auch nicht an mit der feuchten Luft aus meinem Maul, sondern ich fächere ein bisschen Luft aus der Umgebung dazu. Anschliessend platziere ich die wieder in meinem Zundernestchen. Und siehe da, wir haben ein Feuer gemacht und da kann man schon mal stolz sein. Ja!